Mit dem Julian! Und heute ist die grosse... Robin, hallo. Vergiss es immer, der Robin hockt auch noch da. Hallo. Ja, hat auch dazu. Jetzt sogar Partner. Ja, schau mal, das sieht so gut aus. Ja, das ist aber schon mal aus der Zukunft, aber das ist eigentlich aus der Vergangenheit. Heute geht es um die 90er. Ja, das ist die grosse 2 Morgen 90er-Show. Und ich finde, Rami, 90er ist schon eine geile Zeit. Ja, sicher war es eine geile Zeit. Und ihr wisst alle, von was wir reden, oder? Sowohl die Fernsehzuschauer als auch unsere YouTube-Community. Ihr wisst, von was wir reden. Außer Millennials, die haben keine Ahnung, von was wir reden. Los. Hey, sagt uns doch schnell, welches ist der geilste Jahrgang? Also schreibt es da in den Kommentaren, wir hören euch nicht durch. Aber ein kleiner Tipp. 92. Hä? Voll nicht 93? Bist du 93? Ja. Hast du nicht? Hast du es nicht gewusst? Bis jetzt nicht gewusst? Was hast du denn gemeint, Risha? Ich dachte, wir sind schön gleich. Nein, ihr seid Nein, älter. mal an. Was in den 90er Jahren auch so aufgekommen ist, und ich bin eigentlich schon fast ein bisschen zu jung für die Generation. Ah, sorry. Was in den 90er Jahren auch so aufgekommen ist, und ich bin fast ein bisschen zu jung dafür, aber ich habe es natürlich gekannt, aber keins gehabt. Aber es hat gepasst. Ich bin zu jung dafür. Etwas war in den 90er so mega Trend gewesen, und selbst ich bin dort so fast ein bisschen zu jung für das, nämlich Tamagotchis. Also ich habe das mitbekommen, aber ich habe selber keins gehabt. Das sind so kleine Geräte, wo man so ein Viech füttern musste. Wenn man es ignoriert hat, dann ist das Teil verreckt. Das war eigentlich so ein Vorgeschmack. Oh, schau es. Oh, was ist? Meldet. Hat es Hunger? Hunger? Das hat es geschissen. Wirklich? Ja, das ist so ein Gückel. Ja, ein Gückel. Und das heisst geschissen? Ja? Ja, keine Ahnung. Ich habe es jetzt umgebracht. Ja, das Tamagotchi, das ist wirklich... es ist auch so die erste Erfahrung für die heutige Generation, um zu wissen, man kann auch abhängig sein von so einem Gerät. Was auch dort so Snowboarden ist so ein bisschen voll aufgekommen irgendwie. Und du bist cool gewesen, wo du gesnowboardet hast. Aber die wirklich coolen sind die gewesen, die Ski gefahren sind und das Leben lang nie auf Snowboard gewechselt haben. Ja, das sind die wirklich coolen, Julian, gell? Ja. Rollerblade ist auch aufgekommen. Ich weiss noch, wir haben in der Schule haben wir einen Tag gehabt, wo man mit einfach in die Schule gehen und dann hat man mit der Klasse so eine Inline-Skate-Tour gemacht. Und mittlerweile ist ja das auch nicht mehr drin. Aber dafür hat man... Doch, zum Winter, im Sommer, Montagabend gibt es City Skate, wo Hunderte von Leuten sich sammeln in der Altstadt. Und es ist wirklich, wie du sagst. Er ist einfach ein alter Mensch. Ich höre von einem 27-Jährigen. Trottinett fahren, das war auch so voll in. Und das ist etwas von diesen Sachen, die geblieben ist. Das macht man heutzutage immer noch. Nur ist man faul geworden, man ist fett geworden, man hat keine Lust mehr, um selber irgendetwas zu machen. Und hat jetzt einfach die Batterie an das Ding gehängt und den Motor. Ganz im Ernst, wer es so Trotti fährt, Ja, der kommt nicht weit. Da machst du ein Loch im Boden, Bro. Also ja, ich will wirklich nicht angeben, aber sonst komme ich beim Trottifahren gar nicht vorwärts. Das ist jetzt wirklich gut. So ein Bro. Kleider 90er, voll Trend gsi, die Fila-Pulli und ja, etc. Alles ein bisschen. Hey, liebe Millennials, die jetzt etwa 17 sind, eure Mütter sind so rumgelaufen. Geh nicht auf Mutter. Ja, Aber nein, es ist aber wirklich lustig. Man kann nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ein 90er-Kind oder ist das ein Kind von 2019. Darf ich jetzt mit euch ganz schnell ein Spiel spielen? Ist es 90er Jahre oder ist es heute? Da. Ich gebe ab. 90er Jahre. Heute. 90er Jahre. Das ist Dings! Gwen Stefani! Ich hätte jetzt gesagt Street Parade 1993. Ja, 90er. Ja, früher. Oh, nicht schlecht. Okay, letzte. Das weiss Ich sage 90er. Das ist heute. Ha? Ja. Gut, also eben, man sieht, das ist mega. Heute und früher war alles genau gleich. Aber nicht nur bei den Kleidern, sondern auch bei der Musik. Es gibt jetzt wieder etliche Remakes von früher, zum Beispiel Narcotic von Liquida. Kennen wir, oder? Kennen wir. Oder Capital Bra mit Sherry Lady ist so ein Fall. Sherry Lady, du bist was Besonderes. Und was er eben gemacht hat, er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, um den Titel zu ändern. Weil das Original ist ja von Dieter Bohlen, also von Modern Talking. Darum haben wir gefunden, easy, wenn die das können, können wir das natürlich auch. Titelgeschichte 2019 featuring 2 am Morgen. Emotionen steigern, die Like-Zahl steigern, das ist mein Auftrag. Bewaffnet mit Smartphone, Objektiv, suche ich das Motiv, ja das bin ich an.
Klick, klick, ich versteck, Falten entdeckt, nicht der Filter, wo all meine Marken versteckt. Ich lad's auf mein Profil, Hashtag Let's Be Real. Die Insta-Feeds, die ändert sich von Tag zu Tag nur äußerlich. Das Einzige, wo in Erinnerung liegt, sind Stories, wo das Leben schreibt. Lauf zur Tür raus, mein Handy mit seinem Gesicht, voller Zuversicht, dass der Reach an dem entspricht, wo ich mir davon versprich. Ich bin nicht dran, zählt Herzli, Endorphin-Schub, verfolge Entwicklungen nur mit detektiven Blicken auf meinem Insta-Feed. Stunden und Stunden fließen in der Bahn, will Followers ein Bild sehen, so ist es nun einmal. Chli Yoga auf Bali, mal einfach offline gehen, ohne Fame kackt's mich an, der ganze Shit muss weitergehen. Ich mach nicht fake, ich mach nur das wo du willst, das kannst du haben. Und jetzt zurück zur Zivilisation. Ja, Film macht geil, es ist eine geile Welt. Niemand sagt, es sagt die echte Welt. Jetzt zurück zur Zivilisation. Die Insta-Feeds, die ändert sich von Tag zu Tag nur äußerlich. Das Einzige, wo in Erinnerung bleibt, sind Stories, wo das Leben schreibt. Buenos Aires, Jakarta, Oslo und Valencia. Das Einzige, was ich brauch für das, sind Instagram und Kamera. Buenos Aires, Jakarta, Oslo und Valencia. Das Einzige, was ich brauch für das, sind Instagram und Kamera. Die Insta-Feeds, die ändert sich von Tag zu Tag nur äußerlich. Das Einzige, wo in Erinnerung liegt, sind Stories, wo das Leben schreibt. Die 90er, das sind auch so das goldige Zeitalter von allen Talkshows, oder? Man hatte ja früher nicht so ein schnelles Internet gehabt, um irgendwie Internetvideos zu schauen. Darum sind natürlich alle immer vor der Kiste gehockt. Die allergrößte und legendärste Talkshow ever, die war aus der Schweiz 2001. Lass mir ihn zuerst ausreden, bitte schön. Ich bin Spanier, sonst. Wenn du mich bei Rasse nennen oder so. Hey, meinst du, bist du krass, weil du Bandeli hast, oder was, Mann? Und obwohl es extrem schwierig war, den Mann zu finden, der diese Sendung geleitet hat, hat unsere Redaktion nicht locker lassen und recherchiert. Und wir haben ihn gefunden. Da ist er! Der legendäre Dani Vorler! Wow, danke schön. Dani, du bist eine verdammte Legende. Danke. Hey, schön, wieder mal in so einem Türchen reinzukommen. Hast du gesehen, ich habe einen roten Pullover angelegt, wie früher. Ja, fast. Hey, aber genau über diese Sendung haben wir jetzt geredet. Und wieso funktioniert der immer noch? Ich weiss auch nicht, es fasziniert mich. Wahrscheinlich funktioniert es heute immer noch, weil dann einfach alles zum Lot ausgeheilt ist und es im Chaos ausgeartet ist und völlig ungeschminkt war, so wie es ist gekommen, oder? Also du hast das nicht mehr im Griff gehabt, die Sendung? Nein, nicht wirklich. Und anschliessend bist du schon ein bisschen vorgekommen, wie einfach wirklich wie aus dem Tumblr raus, oder? Einfach völlig durcheinander. Bist denn du dir damals bewusst schon gewesen, dass es könnte irgendwie in den Medien ausschlagen? Nein. Aber dass wir schon bald 20 Jahre später noch davor reden, das hätte ich sicher nicht gedacht. Ich glaube, dort, nach dieser Sendung bist du zwar ein bisschen froh gewesen, dass es vorbei ist, aber wir wollen dich noch mal in diese Rolle reinstecken. Unsere Redaktion hat ein paar Fragen vorbereitet für dich, die wir mit Zitat von dieser Show beantwortet. Gutes Format, wie früher die Kärtchen, ja. Genau. Julian, was sind die besten Eigenschaften von deiner Mutter? Gehst du einfach auf die Mutter? Also, persönlich, intim, direkt? Hey, lass mir doch zu, Mann. Du bist doch dumm im Kopf, Mann. Okay, das ist eine deutliche Abfuhr auf diese Frage. Wie reagierst du, wenn dich ein Polizist für eine Verkehrskontrolle rauswinkt? Komm jetzt, drück! Willst du mein Fettli oder so? Willst du mein Fettli? Was sind Argumente, die eurer Meinung nach für eine Frauenquote sprechen?
Was argumentieren? Die kannst du wirklich pauschal einsetzen. Ich gehe in die Arena mit dem iPad, dann gewinne ich alles. Wie geht ihr damit um, wenn ihr auf der Straße erkannt werdet? Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Ja gut, das ist Standard, aber das kannst du wirklich auf alles bringen. Das Lustige ist ja, es ist dein Okay noch drin, wenn wir noch mal reinhören. Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Okay. Oh nein! Das ist eben der Moment, wo es einfach ruhig geworden ist. Das sind so Antworten, die ich in dieser Zeit, in dieser Talkshow so manchmal gehört habe, dass ich wahrscheinlich auch krank war von diesen Antworten. Wenn einfach alle immer machen können, wie sie wollen. Oder? Dann habe ich wahrscheinlich das einfach mit so einem Okay quittiert. Aber du bist der Vorgänger vom Okay. Ja. Du bist eigentlich der gewesen. Okay. Hey, Dani, danke vielmals, dass du da bist. Was a pleasure. Danke vielmals für die Einladung. Also, oh no joke, er ist einfach immer noch eine Legende. Natürlich, also so ein Auftritt. Nein. Dani, einen Applaus nochmal hier im Studio für den Dani. Applaus auch für euch daheim, dass ihr es so lange geschafft habt, zuzuschauen. Danke vielmals. Wir sind morgen schon wieder da. Das geht noch weiter bis zum 24. Schon. Ja, wie geil ist denn das? 2 Wochen, see you next time. Ciao! Jetzt gehen wir zum Dani, das ist einfach eine Legende. Hey, Giele. Und das gefällt mir mit so vielen Gielen auf dem Kanapee.